Bonjour bei Mirch TV an de Hëllmrech an eisem échten Reportage vun Hautmoll mat an de Bëch. De Bëch, dat ass jo ganz vill. Et ass fir Di eng en Freizeitraum, wo en sech erhole kann, et ass awer och en Liewesraum fir Déieren a Planzen. De Bëch produzéiert Sauerstoff, er schützt Buerdem a Wässer an dann liefert de Bëch natilech och Holz fir zum Beispiel ze hëtzen oder ze bauen. De Bëch ass also ganz wichteg an d'Mierscher Gemeng huet ganz vill Bëcher anzanter kurzem am Rollinger Bëch och den échten Martelloskop am Land. Martello wat? So da lo fleicht, ma jo dat mir och gesot an dofir wärmer mat den Experen op der Platz, wie dësen Martelloskop vun Pro Silva offiziell ageweit ginn ass. Mirch huet eng Gesamtfläch vu 4.945 Hektar, dovun ertalschen Bëch, anzwer 2.241 Hektar, dovun ertalschen sinn 1.150 Hektar si Bëch vun am Gemengebesitz. Ein Martelloskop, dat ein Bëch, bei dem all Bäm genau opgeholt gouf an gëtt geholl fir Übung dran ze machen. Dat heißt, du kënne Leiit interesséiert Bierger, Umweltkommissionen, Feesteren, Privatbesitzer, Südfrieden, der wëll kann hinkommen, kann dann an dem Bestand eng virtuell Durchforstung unzeichnen, an da kriegt du eng Auswertung von dem, was du gemerkt huet. All Bestand ass ernstnecht an muss sech am Ufang eng Zielsetzung setzen, a wie eng Richtung dat will goen, einfach zum Beispiel ob wëller Richtung verjungen goen oder fir Jung Beem opzekräen am Bestand oder ob wëll Deechen halen, ob wëll eichter Richtung Buchebewirtschaftung oder regen Naturschutz goen, dat sette sech verdéicht fest. Und da geht den an den Bestand und dann will den do bei den Beem oder da will den do Beem aus, die entweder will raushöllen oder die will für die Natur stehen lassen. Wir nennen das dann Biotopbeem. Ich meine, die Martelloskop, das ist effektiv eine Idee, die auch schon als Partnerorganisationen am Ausland verschiedene angelöst haben. Die Martelloskop, das ist ein Tool, den darf man nutzen, den zur Verfügung gestellt wird vom einem Europäischen Forstinstitut. Und ich meine, dass der Martelloskop wirklich ideal adaptiert ist, für die Leute da draußen zu weisen, dass sie an einem Busch kann schaffen, dass sie Holz nutzen, aber gleichzeitig den Busch hochwertig erhalten kann. Das Ganze geschieht eben virtuell, in de Busch, an dem steht, ob enger Tablet projiziert, kann ihn dort trainieren, und dafür ist ein idealen Ausbildungstool so gut für Privatbuschleute, für Leute, die professionell am Busch arbeiten, für sich wirklich ob eng Natur nur dauerhaft an Dauerwaldbewirtschaftung anzustellen. Voilà, a Qualität gesimmer, dass man die Echtling Meter möchten 3,34 Meter Küpp. Das ist wirklich eine gute Qualität, eine B-Qualität, da immer 1000 €. So, und das ist also ein typischer Baum. Und das ist auch das, was wir noch durchgestaltet haben, wo du da kannst vergleichen. Du liest die ökonomische Qualität über die ökologische Qualität. Und das heißt dann das, was wir nennen, ein Konfliktbaum. Eigentlich richtig abgefallen. Bei Aslo, wie dann eben ein bisschen die Sensibilität ist, geht es in die Richtung Naturschutz, geht es in die Richtung Nutzung. Es ist ganz ehrlich, wie ich trainiere, ich habe ihn da umgezogen,
ich gesehen, dass du Baum die bald ein Zieldurchmesser erreicht wird. Mit dem innersten Steck kann ich wahrscheinlich Top-Qualität an Derulage. Du gibt den CO2 langfristig gebunden, aber gleichzeitig schon ein E-Stoff stoßen, die zwar nicht die gute Qualität hat, aber die gibt mir aber so, für das wir am anderen E-Stoff können abkommen, durch hätte ich mich getraut, den dort zu nutzen. Schmengen dass wie an allen Bereichen wichtig ist, dass wir digitalisieren, dass wir Digitalisierung klug nutzen. Der Titan ist ein ganz flott Übungsgerät, wo man die als hilft, objektiv Entscheidungen zu treffen, wie der Busch möglichst gut zu bewirtschaften ist, sodass man eben den Naturschutz, den Schutz vom Lebensraumbusch, aber auch die ökonomische Falle, die durchsteht, dass man das objektiv alles auf enger Seite gesehen. Und da können durchaus eine richtige Entscheidung machen, die sowohl für Lo wie auch für die No, für in der Zukunft, wo wir resilient Büscher brauchen, kann, dass die objektiv geholt gehen. Dafür merke ich, dass es heute wirklich eine flotte Weg ist, Jungleute insbesondere zu begeistern, an den Busch zu gehen, sich mit der Buschgestion auch auseinanderzusetzen. Ganz oft sehen wir als Autonomalverbraucher den Busch als Freizeitraum oder auch als Naturraum, als wichtiger Lebensraum. Heute weiß auch nicht die ökonomische Dimension an die richtigen Entscheidungen haut treffen, hilft uns nur gut zu leben. Also Prozilver Lützebusch gëtt lo ganz genau 10 Joer, das gegrünnt gin vun engem Grupp vun Leiit, die einfach de Busch gär hunn, Busch Experen, awer och zu Summe stalt aus Architekten, Leiit, die am Holz schaffen. Et geht darum, fir de Busch zu promoveieren. Die wichtigste Message fir Prozilver ass, dass man wollen eng Naturno an eng dauerhaft Buschbewirtschaftung. Dat heißt, wir wollen wirklich Leute hierbringen, dass sie op Kahlschlee verzichten, sie sollen Holz nutzen, mehr eben ein Dauerwald, wo permanent de Busch erhalen wird. Und dann, wenn die nächste Schlusskrieg hat, für weiter am Busch zu schaffen und am Busch hinzuzeichnen, haben wir dann noch heute noch einen kleinen Axt mit dem Kick-Off-Meeting von den Marteloskoper. Aber wie weiß, so ein Axt am Minister. Da kann vielleicht immer helfen für die. Voilà. Was geliebt? Ja, geht also ruhig ein Kehr an de Bösch op Rolling de Marteloskop do selber testen. Me Böschrer Beam hunn se net nëmmen zu Rolling, méi sogar e ganz spezielle Bam fanne mat zu Biering, wie man logisch schwë gesinn. Me stellen eich haut nämlich Stürtschaft Biering, die rund 1000 Awohner huet, mi genee 4, nodems ma jo an de lächten Emissionen schon zu Pëtten, Miestref an Essen wären. Wie op de Bilder gesit, wärmer schon am Summermoduliner Filmen an Orloneinker am Hirscht. An dat wie gewinnt mat als Guiden, dem Guy Pauli an dem Henri Krier. Wir sind heute zu Biering Siebelchen, aber auf einer ganz bekannter Platz für die Leute, die sich für Beem interessieren. 1907 hat den Oberförster Faber von Mirsch ein Buch rausgegeben, wo sich die schönste Beem an die mächtigste Beem von Lützeburg durchstellt. Und dabei ist dann die Eiche von Beringen, die wir heute für uns gesehen haben. Das Problem ist bei der Eiche, die ist weiter nicht gewusst, an denen 115 Jahre an für Wert, weil sie auf einem Feld ist. Das heißt, die Racinen kriegen nicht viel Nährstoffe, mit dem Resultat, dass es eine Eiche ist,
die schon 1907 dem Färber opgefallen ist, weil sie nicht gewusst ist, weil die nicht das auch schon von früher kannt und auch was Leute erzählt hat. Aber wenn wir da gucken, 2020 sind wir noch immer mit der Höchst von der Eich plus oder auf demselben wie 1907 und das ist auch eine Eich, die geschützt ist. Bering war früher ein Bauerndorf wie die meisten Tierfer hier rundherum. Es hat zur Herrschaft Miersch gehört, also hat man hier kein Burg und hier nur auch kein Schloss. Sodass das einzige, was hier ein bisschen mehr ist, das war verschiedene Bauern haben. Das Problem war an sich, wir haben dann hier eine Einwohnerzahl gehabt von 170. 1806, als wir dicht am Lützeburger Land geguckt haben, wie viele Tierfer Leute hätten, für dann also ein anderes System geguckt gehen. An haut haben wir da 1044. Die 1044, das heißt aber nicht, dass wir Bauern beikommen, aber durch Gär, die früher auf Territoire war von der Sektion Beringen, haben ganz viele Leute sich hier niedergelost, aus der einfachen Ursache, weil es einfach war, für an den Staat zu kommen, an die Minette. Und neben den Bauern hat man dann eben eine andere Bevölkerung hier zu Beringen. Dafür ist dann noch eine Schule, die musste neu gebaut gehen, mit groß gemacht gehen, weil eben die Population beständig an die Luft gegangen ist. De Gär war op Beringer Territoire, wär do hinkommen anderem, wie dat oft ass wann ens gebaut gëtt, wenn du Terren, Deäit wär d'Familie Servé, die do Terren hat, an die Familie Servé, déi huet et fertigsprcht, dats d'Gär do hinkom. Dodurch sinn dann op dem Territoire vu Beringen, vun der Sektion Beringen, eng ganz Reihe Industrien entstanden. Das Resultat war aber lo, wie lo weggerat gin ass Bauernzentral, de ganze Komplex. Und da kommen lo neue Wohnungen, wir haben 2 Schulen lo die beikommen. Und da als et bemol de Leiit net méi gangen, dass das zu Bering soll sein. Und dafür werden die für dort Sektionsgrenzen zu ändern. Dafür ist da lo die 2 Schulen und noch da, wo den zukünftigen Quartier wird entstehen, das ist haut Sektion Miersch. Ich muss Ihnen zwar sagen, dass die Sektionen haut keine weitere Rolle mehr spielen, aber früher hat alle Sektion hier Geld. Das heißt, wenn die Schule hier gebaut ist, haben die anderen Sektionen gesagt, das wird nicht mehr das, die mir legen keine Suche bei. Das ist geändert gehen, haut sie das so ein Gemeng wie Miersch, nehmen eigentlich ein Gemeng, auch nehmen Budget. Dat Einzige, was aber noch bleibt an den Ideen von den älteren Leuten, also von den Familien, die hier geboren sind, das heißt, dass da eine bestimmte Ungerechtigkeit war und so haben die auch Leute abgeregt, wie das changiert ist. Was wir auch gesehen haben zu Bering, das heißt, wir hatten neben der Schule, die zu klein war, auch eine Kirche, die zu klein ist. Ihr seht hier die alte Kirche, die alte Kapelle, die umgebaut ist, auch mit Monument. Und dann haben wir drunten als 1900 eine neue Kirche abgerichtet, die mehr groß ist.
Heit zu Biering hummer nach en ganz aktiv Dürf lewen. Dat Techt als Vereiner sie sinn e bësse mit geschrumpft, aber trotzdem muss so hummer nach Großvereiner wie als Juren, die effektiv en ganz héich Memberszëll nach huet. Dann hummer den Gerd anheem, die och nach viel Aktivitäten machen. Dann hummer nach 5 Mobiering, die an sech de gréste Verein sinn, dats eng Vereinigung tschen vielen Länder an sech an dat se so, dat die Länder sech all 3 Joer treffen. 1989 als Dünheit zu Biering och eng Plaket néier gelecht ginn, mam Symbol, dat ze sech vereint hunn. Mat 16 Joer hat ech Chance effektiv fir die échte Käier bei den Spieler dabei ze sinn, well Biering an sech soll demos Spieler fir d'éicht organiséieren. Die Miercher sinn die éicht Jore mat ihre Sportsvereiner eis an d'Ausland vertrete gangen. Ja, wat erstaunlich ass dat ëmmer gesot gët beim Kantwer, do ginge kein gut Ideen rauskommen. Heiers dawer so, déiäit hat mat Charles Nicol, dat war als en Dëuf Kaffee vum Biering, an do sot de Boier Meeser déiäit de Marcel Epelding mat dem Notem Schul an Juno Patsche Genuss. An huet den Epelding déiäit zu de Leiit gesot, ma Jo Jono dat Festo zu organiséieren, wie wiet mat de Bieringer, weil dat awer aktiv Leidemer waren, wie wiet van Dir dat ging organiséieren. Ja, en Verein, déi noch zu Bieringer Inventar gehéiert, sinn Kürbis vun Biering. Demols 2003 huet mat Dënzer mat der Bieringer Juren e fest mat Kalbassen an hireieren alle Scheieren an Dürfkeer organiséiert. Méi spéit ass den Haf ëmgebaut gin zu enger Festscheier a Restaurant. Dünn Sicherheitsgrünn, weil die Kürbis wieder all Joer ganz viel Leid aus dem Land beweegt huet, sind Straßen einging und dünn sind sie aus dem Dörfkehr a Richtung Halirdisch gezünn. Leider sind die Umstände des Jahr so, dass sie Kürbisfest nicht konnten organisieren. Wirtschaften huet Gemeng Miersch, 4 Hummerrichter lo präsentéiert, an natierlech Schëllmrech an den nächsten Méint och nach mat op Schëndels, Rolling, Recken an op Miersch. Verhaut si Argument vun eiser Emissionioun, bleifft weiterhin gesund, a passt op Biersch an op Di Janner op. Ech so nech e ganz grosse Merci fir d' Nokucken an, bis geschwen.